Glitzer, viel Haut an erotisch Tanz. Da sind wir am Stripclub. Wir lehren lo eng Lützebäuerin kennen, die zanter 3 Jahre als Stripperin für allem am Ausland schafft. Op de soziale Medien klärt sie iwwer den Beruf op, will Tabue brieschen, het wësse mat andere Frauen am Sektor deelen. Wie as sie selber zu der Abecht kom, für wat sie dat freiwillig mischt, aber je hannerte Kulissen auflebt. Lea Schwarz mat engem Interview den Abblicker gëtt an eng Branche iwwer de sos net viel gewurget. Alles was so ein Dopaminkicker ist, ist perfekt für mich. Aufmerksamkeit zu kriegen und der Bühne noch zu entertainen und zu sehen, dass die Leute drauf so springen, als sie möchten den totalen Dopaminkick. Und das erfüllt mich eigentlich, also ich fühle mich immer gut. Ich bin Lulu, ich bin das Jahr 28 Jahre alt und ich mache auf Instagram seit einem halben Jahr Aufklärung über meinen Beruf und mein Beruf als Stripperin. Unpopular Opinion, aber tatsächlich verdient man viel besser im Club, wenn man so High-Class-Sachen anhat oder Schuhe mit Strasssteinen. Op Social Media klärt Lulu op iwwer den Beruf awel gegen Stigma herfirgoen. Heute ist Schuhwaschtag und währenddessen gehen wir mal in die verschiedenen Systeme von Spicy Clubs rein. Mal wieder Nachtschicht, morgen Peter die Geldbeutel leer zu räumen. 31, 32, 33. Anlieben halt für junge Mädchen auch Empowerment zu gehen, dass du am Leben selbstbestimmt kannst sein. Das ist scheißegal, was andere Leute denken, ob du Strippe gehst oder ob du Camgirl bist. Du kannst machen, was du willst, weil das ist dein Körper und du bist selbstbestimmt. Salut. Ça va? Oui, ça va bien, toi? Je te montre. Aktuell schafft Lulu exklusiv mat engem Club zusammen an Holland. Zu Lützeburg huet hat sein kurz Zeit geschafft. Huet awer noch Kontakte an der 10, die man haut besichen. C'est bien. Lo Center, dass ich beim Instagram immer nur gefangen und auch gesehen, dass tatsächlich auch wenig Medischer an der Niestraße sind, weil keine Ahnung, vielleicht wollen die Menschen noch gar nicht so viel darüber schätzen, aber es wäre schon schön gewesen, demals irgendwo sich können zu referieren, wie das funktioniert. Et ass e Beruf iwwer de net viel geschwert gëtt an net schwéier ass direkt Informationen ze fannen. Ich hätte mir zum Beispiel extrem gewünscht, dass es irgendwo eine Plattform gibt oder etwas, wo du recherchieren kannst und dich ein bisschen ranlesen kannst. Tatsächlich findest du ganz wenig darüber. Um Anfang huet Lulu et schwéier von sich an der 10 zu orientieren. Du musst selber Recherche machen, wie sind die Konditionen, dich informieren und dann gucken, passt das, ob der Stil, wie du schaffst. Wenn es nicht passt, dann lieber nicht hingehen, wenn es passt, dann go for it. All Club mischt seg ege Regeln. Ich ging mir wünschen, dass die 10 einfach von der Politik ein bisschen Chemie geholt wird und sich mehr daran hat gesagt wird, anständig Regeln, Reformen zu finden. Und auch einfach mehr Rechte für die Frauen und das ganz so abstellen, dass ein Clubber da auch anständig für die Frauen handeln. Das ist ein Beruf wie alle anderen auch. Und wie gesagt, das ist der älteste Beruf am Anfang. Und es sind so viele Leute, auch an hohen Positionen, die das an Anspruch holen. Also ja, für die Balance zu halten, wäre das schon fair. Hat das seit 3 Jahren Stripperin. Dazu komme also zu Köln. Ich bin auf Köln geplant. Und da sind ich die erste Kehr, wo wir in Kontakt kommen. Also ich sehe generell irgendwas impulsiv so Sachen start. Du weißt, weil das keine große Überwindung. Ich hatte einfach Lust, ich bin reingegangen, ich bin nur gefroht und die haben mir dann noch direkt die Möglichkeit gegeben, für zu testen. Und dann habe ich gemacht. Gar keine Erfahrung. Und noch steif vibriert, noch gar nicht getanzt, für drinnen nicht. Also als erstes habe ich mal ganz viel observiert, wie die anderen Frauen das machen, weil am Anfang die Illusion, die meint eben halt, weil die Sozietät nicht abgeklärt ist, dass du da einfach schon ein bisschen tanzen musst und da geht das. Die war auch bei mir. Und wo ich dann einfach da 4 Uhr war, habe ich gesehen, dass das absolut nicht mehr da ist, mir ein bisschen mehr daran stößt. Es ist körperlich und mental eine Herausforderung. Das ist ganz wichtig, dass man sich bewusst ist, dass du einen gewissen Charakter musst, für an dem Beruf zu schaffen. Du darfst keine Angst tun, du darfst keine Scheu und du musst können gut umgehen mit schwierigen Situationen und du musst auch generell einfach dominant sein. Und so, sich ist das nicht einfach, dass du nur den Show abhältst und da gehst du hin und da funktioniert das schon. Also du musst schon dich mit der Nähe setzen und auch daran anpassen. Lulu ist indépendant
zahlt Steuern, Krankenkasse, Pension, das sei Beruf. Ganz normale schafft auch aus, dass du schon mal viel spät aufstehst wie die anderen Leute. Das heißt, du stehst recht gegen 4 oder 5 Uhr auf. Da fängt es meistens so schon nur in Dunkel zu gehen. Da gehst du etwas essen, da probierst du ein bisschen deine Freizeit zu genießen und dann musst du dich am Anfang auch schon fertig machen. Das heißt, du musst dein Make-up machen, dein Haar machen. Am besten gehst du auch ein bisschen echter hoch, weil wenn du wirklich in einen Club schaffst, wo viel Bühnenperformance gemacht wird, musst du dich auch aufwärmen. Ne? Also du musst dich stehen, deinen Körper viel bereden, du musst dich mental viel bereden, dass du an die Rolle von dem Künstler rangehst. Und dass du noch den ganzen Abend spielen kannst. Und uns geht es da just darum, zu warten, bis die ersten Klienten rankommen. Und dann musst du lassen man. Da gehst du hin und dann verkauf. Die wollen nicht okay, die nächsten. Und da geht so den ganzen Abend anfangen. Verkaufen, das heißt privat Tanz, Flaschen Alkohol und Zeit, die man als Stripperin verbringen kann. In dem Club, wo ich aktuell arbeite, haben wir ein Herd, wo es medisch organisiert. Das heißt, dass es normalen Tanzen geht. Da ging ich dem DJ 2 Lieder, die mir gefallen, und dann habe ich mir 2 Lieder, die ich auf der Bühne tanzen. Den ersten Song ist komplett ungeduldig, an Dinge innerwasch, und den zweiten ist dann oben ohne. Wenn du aber nur in einem Full-Nude-Club schaffst, dann musst du auch innen ausdauern, aber ich schaffe just topless. Und dann hast du deinen Auftritt, und in den meisten Fällen musst du dann wirklich Entertainment machen, weil du hast auch Männer, die da sitzen, desto mehr du auf sie angehst, desto mehr Chancen hast du Trinkgeld zu kriegen. Wir haben viele Mädchen, die das aus Jugendsanke probieren wollen, die direkt den nächsten Abend hinter der Bühne sitzen und kreischen, weil, wenn die Realität schlägt, dann gecheckt wird, dass das eigentlich gar nicht so einfach ist. Das meiste könnt mental. Du kannst von Physik super gut aussehen, du kannst super gut tanzen können, aber wenn du mental nicht verkaufen kannst, dann geht das nicht. Mit Social Media baut hat sich auch ein neues Standbein auf, für wann er ein Kind nicht mehr strippen will. Auch wenn er da freiwillig und gerne machen. An einem 9-to-5-Job habe ich mich nicht wirklich gesehen. Ich habe probiert, mir hat nicht gepasst. Und an dem Nutzleben habe ich persönlich einfach gut rangepasst und mich auch wohlgefühlt. Also nicht rausgestochen, sondern rangepasst wirklich. Es gibt Leute, die das mega fanden, die das doch cool fanden, so und ja, go for it. Es gibt aber auch Leute, die das kritisch fanden und mich direkt an einem anderen Licht gesehen. Ganz viel Kritik ist, dass ich meinen Körper verkaufe, dass ich meine Seele verkaufe. Aber wem möchte das nicht an dieser Welt? Jeder frei möchte das.